Der Hottentotte-Krieg aus der Pelzig-Weltgeschichte vom Paul Münch. In Afrika gibt's Völkerstämm, die sind ganz schwarz und dauern wie's liebe Vieh im Urzustand, so laufen die rum im Land, sind pudelnackig, blank und blott und glauben an kein liebe Gott. Natierlich hen so kein Dunst von Wissenschaft, Kultur und Kunst. Im Gegenteil, die Lumpensäckel, die grinen Zönn als wie die Geckel, wann als 'n kultivierter Mann Nuller kommt ins Negerland. Den packe se, da wird gebrot, gereichert oder blo gesot. Da hätt ich jo nit viel dagegen und bräucht mich auch nit aufzuregen, wann mir nit alsemol det here, dass se ach Pelzerleid verzehre. Denn denne Lumpe, denne Schlechte, schmeckt Pelzerfleisch am allerbeste, denn unser Pelzer Menschenfleisch kocht sich so angenehm und weich. Das kummt, wann ich nit arisch vom Woi und von de Käste her. Drum is für Pelzerleid natürlich a Reis in Afrika gefährlich. Denn bevor man sich nur wehren kann, da leiht man auch schon in de Pann und wird gebrot von Negermädchen in Essigsauce mit Lorbeerblättchen, mit Sellerie und Lach und Zwiebele. Dann tun sie Pfeffer an em Ribbele. Und wenn man weich is und schön merb, dann fressen sie wie an de Kerb. Ei, so 'n Neger wär jo blöd, wenn er sich das nicht gerne tät. Da letzt, da hän's die Neger aber mit ihrem Menschenfleisch geknabbert, so widerlich getrieb und schlecht, dass man's fast gar nicht glauben möcht. Da hänn sie alle 14 da 'n Pelzer in die Pann geschlagen und hännen dann in aller Ruhe gefress mit Leberknepp dazu. Wie des der Kaiser hat gehört, da hat er halt den Krieg erklärt. Das lässt sich der doch nicht gefallen von den schlechten Kannibalen, dass die mit Haut und Haar und Knochen sei treueste Untertanen kochen. Gleich is ein Haufe Pelzer da, freiwillig in den Krieg gezogen, und ehe Woch vorbeigang war, da sind wir auch schon fortgefahren und sind bald munter und gesund ans Land gesteh in Schwabockmund. Dort sind wir gleich hinaus ins Feld und haben das Mohrenpack gestellt. Doch die haben nicht lang standgehall und sind gleich durch beim ersten Knall und heulen laut und kreischen als. Die Pelzer hocken uns am Hals. Und weiter sausen sie und rennen, was nur die Bähen leichter kennen. Und laufen in die Kalahari. Des is a Wüst, a Schauderbari, mit lauter derre Kaktushecke. Uns is a Hitz drin zum Verrecken. Und gar kein Wasser drin, kein bisschen. Kein Bach, kein Fluss, kein Nebenflüsschen. Und alle 2, 3 Wochen nur kommt also mal ein Wirtshaus vor. Da anne sind die Hottentotte und all die andere schwarze Rotte und mähnen, davon wär kein Rett, dass da ein Pelzer kommen tät. Denn man wisst jo, dass es Deutsche Heer für daher viel zu dürstig wär. Doch da haben sie sich bes geschnett. Des war a Rechnung ohne Wert, denn so a echte Pelzerrass, ei dere macht de Durst jo Spaß, weil's Saufen viel Ärger freit, je größer als die Dürstigkeit. Drum sind die Pelzer frisch und froh, stramm in die Wüst hinausgezogen und hän die Wilde fortgeschächt und sind fest hinnen nachgefecht. Uns dauert a paar Wochen lang, da war der Häuptling schon gefangen, der Krieg war aus und gleich danach, da sind wir wieder heimgezogen. Vom Negerkochbuch ist des Jahr a dritte Auflage rausgegeben worden. Es is fast dieselb als wie die zweit, wann se net Veränderung het. Es steht nämlich nix mehr davon drin, dass Pelzer Menschen fressbar sind.